Die lauf. Ich dachte, wir sollen stehen bleiben. Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind so leichte Ziele. Wir müssen weg hier! Wir müssen uns trennen. Wir müssen uns trennen, sagt er jetzt. Okay, den haben sie schon getrennt. Emily. Okay. Oh, klasse. Was jetzt? Lass mich rein, lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Ja, Mach die Tür zu, oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus. Wo ist Matt? Los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Warte, Monster. was? Also erstmal Bist du fragen, okay? ob Alles gut, sie mir tut okay nichts weh. Ich ist. muss mich nur beruhigen. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell Weg weg. wovon? Da war dieses Ding, was immer es war. Beruhig dich. Josh hat uns verarscht, Ihr aber... hört mir gar nicht zu. Wo ist Warte, Matt? wo ist Matt? Ist er okay? Matt, oh Gott, die Seilbahn hat nicht funktioniert. Da sind wir auf diesen Turm und er fiel um und wir stürzten in die Mine, tief runter, in diesen scheußlichen, tiefen Minenschacht. Moment. Und dann waren Matt und ich da unten und... Oh Gott, ich glaube, Matt ist vielleicht tot. Halt, was? Ich bin mir sogar Emily, ziemlich was ist sicher, dass er passiert? das ist. Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag Oh da. mein Gott. Ohne Scheiß? Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, Ja, war echt Mike! knapp. Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Und dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh, Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ist es vielleicht der Flammenmann? Gut. Es ist der Flammenmann. Okay. Ich finde es besser, wenn mach die Mike Tür die auf. Pistole hat. Bereit? Ich glaube, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Bereit? Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei Also denn, ich soll sehe die noch, Waffe dass nehmen. einer vor der Nein, Tür steht. Nein, keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. 2 Stunden später. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. meint sie wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich? Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg. Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Ich wusste es! Wem? Wann faselt der da? Was So. ist denn ein Wendigo? Ja, das sind diese kleinen Gollums da. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal.
Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Ich wollte gerade sagen, das Haus ist kein geht da Sicherort. runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein. Wir auch bald, wenn du Nein, die Tür nicht unmöglich. zumachst. Wir waren Da, wo erst er bei ihm. reingekommen ist, die Tür ist noch offen. Diesem kann schnell etwas passieren. Ah. Nein. Ich lasse nicht zu, dass ihm noch was passiert. Wie noch was? Was meinst du? Chris, nicht. Ich wollte... Wir dachten, er hätte Jess getötet. Und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris! Vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt, er geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ich glaube, er ist der Köder. Ja, ich glaube schon. Nö, Du hat er bleibst nicht. hinter mir und tust genau das, was ich sage. Wieso geht er nicht alleine? Weil er einen Köder braucht. Und ich glaube, Chris wird der Köder sein. Und er hat sich selbst angeboten. Kann man nichts sagen, ne? Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Weil man es dir ansieht, Junge. Hey! Komm bloß zurück. Ach, na endlich. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. So. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. So reden. Okay, zuallererst mal Also, ein verspätetes Guten Tag, ihr Muss Leid. ich Weiter mit geht's dem mit Gewehr Until draufschießen, Dawn. bis es tot ist. Wie ich letztens Ja, vermutet da habe, könntest du echt lange haben wir es mit schießen. Wendigos zu Ich tun. kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist so wie ein harter Panzer. Okay. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Igitt. Ja, hier geht. Da ist Müll. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Das ist eine gute Frage. Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Oh. Wieso? Habe ich nicht gefragt. Hab ich nicht gefragt. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Oh. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Okay, das ist ein guter Tipp. Also glaub wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Ja, aber riechen können sie Es dich. sei denn, du hast keine andere Wahl. Okay, guter Tipp. Stillstehen und sie können dich nicht registrieren. Also sie sehen dich dann quasi nicht. Sie sehen nur Sachen, die sich bewegen. So, wir sind hier am
Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Steckt dann irgendwo noch ein Rest Menschlichkeit in ihnen? Ein paar Dinge sind noch da. Ich meine, sollte man sie dann töten? Vielleicht kann man sie heilen, oder... Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Okay. Oh nein! Ja. Da war Josh. Verdammt, was soll das? Er ist weg! Wir sind zu spät! Psst, still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Ich habe mich gerade gefragt, wenn er mich nicht sehen kann, wenn ich still stehe. Kann er mich dann schlechter erkennen, wenn ich ganz langsam laufe? So. So Halt! Nicht bewegen. Frage. Ganz leise. Wie Lauf. Los! Ich dachte, wir sollen stehen bleiben. Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind so leichte Ziele. Wir sind weg hier! Wir müssen uns trennen. Wir müssen uns trennen, sagt er jetzt. Okay, den haben sie schon getrennt. Okay. Okay, ein Schuss hat ihn nicht getötet, aus nächster Nähe. Der hat wirklich eine harte Haut. So. Dann müssen wir gucken, dass wir jetzt halt abkommen und uns nicht Banatzel anhauen. Alles klar soweit. Na komm her. Oh, der hat wehgetan, ne? Hoffe ich doch. Für dich. Und für mich. Scheiße! Ach, auch noch ein bisschen verstaubt, ne? So, komm her, Junge. Der lebt noch. Da. Hässlich ist er und ist noch. Das sind Gasflaschen. Kann ich nicht auf die Gasflaschen schießen? Echt! Oh Gott sei Dank! Bitte lass Aufmachen, mich zumachen, 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 zumachen. Und das ist nur ein Fensterglasgedönse. Das Ding war direkt hinter mir. Los, Ja, los, hopp, los. weg. Verstecken. Wer ist das? Er hat noch einen Kopf gehabt, das muss Josh sein. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ja, er, Ist er etwa Oh tot? nein. Was ist Ja. passiert? das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja, Ganz sicher. wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Ist vielleicht sogar eine Wenigstens gute sind wir hier Idee. sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf. Ja, Mann, wo willst du denn hinrennen, Junge? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Also es kommt zumindest. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Also Em? tagsüber schlafen sie aber. Ich meine, Scheißegal was ist, tagsüber schlafen sie. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Ja, Josh. und Josh, wo ist er? Miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ist es nur eins? Ha, Ist es Hannah? Em, was?
Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das die da? alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl. Mit getrocknetem Blut überall. Als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Ja, aber das ist nur eins. Fuck. Wie lange leben die eigentlich? Ihr wisst ja Bescheid. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Hat er wenigstens eine Knarre oder so dabei? Okay. Der Mutterliebhaber Mike ist wieder unterwegs. Ja, nun? Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Was macht Ashley da? Okay, Ashley macht was sehr Schlaues. Sie liest alles durch. Das ist eine sehr gute Idee. Hinweis entdeckt Kannibalismus. Also, nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Kerl ist ja richtig besessen. Ey, lass doch mal. Ich habe noch nicht fertig gelesen gehabt. So. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über die Knochen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur. Das hat alles eine lange Geschichte. Ja, lass mich weiterlesen. Geboren im Eis. Der Stamm respektiert den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger, Die Wendigos wie ein sind Falke. mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Wie Beute nachahmen. Lass mal weiterlesen. Er ist ein Jäger, wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, dann kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten.
Einen Wendigo umzubringen, sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Aha. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Eine nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Okay, guck mal hier, es gibt ein paar Tipps. So, willst du irgendwie was dazu sagen, Ashley? Nein, gut. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems, Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Cree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Aha, 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 aha. Also, einfach Kannibalismus, also einfach. Man muss nicht ein Wendigo essen, sondern es geht darum, wenn du auf diesem Berg ein Wendigo futterst, einen anderen Menschen verspeist, dann fährt der Geist des Wendigos in dich und du wirst zum Wendigo, zum Gollum. Oh. Oh, nein, 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 Was? nein, nein, nein. Was ist denn? Was steht da? Lass mich das sehen. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Ja, aber was machen wir hier? Was soll das? Das ist total blöde. Wieso sind wir jetzt mitten im Wald? Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Hat er aber nicht Geträumt gepennt? von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Er ist Es geht irgendwie nur um ein dich, Josh. sehr schlechter Immer Psychiater. geht alles Sag um ich jetzt dich. mal so. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? 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 Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Ja, ich hab keinen verletzt. Das stimmt nicht. Sie haben mich verletzt, ja. Also, Sie haben dir aus nichts seiner getan, Sicht. Joshua. Nicht Naja, ja, absichtlich. in Es die war Schulter, nur ein dummer so, weißt du? Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwestern. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Ja, okay, da haben sie halt Und es schon hat recht. ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Es war nur ein Spiel oder sie müssen sich ändern. Schwierig, oha. Schwierig, was nehme ich denn? Es war nur ein Spiel? Oder sie müssen sich ändern? Es war nur, also aus seiner Sicht war es halt nur ein Spiel. Er wollte ihn halt Angst Das einjagen. dich zu einer deiner eigenen größten Ängste geführt hat, Joshua. Isolation. Was ist jetzt aber das Ding von dem Psychiater da? Kapitel 9. Karma. 2 Stunden bis zum Morgen.
Ich habe hier gerade mit meinem persönlichen Wendigo zu kämpfen. Was ist? Also, zumachen. Sorry, ich muss jetzt ein bisschen... Mein kleiner Wendigo hier, der will jetzt kuscheln. Und da kann ich ja wohl schlecht widersprechen. So. Okay. Okay. Mike hat nicht wirklich Ahnung mit dem ganzen Wendigo-Zeugs, denn er hat die Ausführungen... Er weiß, dass es Wendigos sind, aber er weiß nicht, wie man sie bekämpfen kann oder... Okay. Sind wir hier... Wo sind wir hier? In der Kirche? Da müssen wir hin. Umgucken natürlich. Zerstört. Zerstörtes Gerümpel. Da ist Kapelle. Da waren wir schon mal. Dann war also der Hundetyp, der mit den erzogenen Hunden da, also mit den, oder Wölfen oder sowas. Das war also der Flammenwerfermann. Und der Flammenwerfermann wiederum hat nur, ne? Wendigos gejagt. Die Hunde oder Wölfe oder was auch immer das ist, haben ihm dabei geholfen. So, genau, hier. Pass mal auf. Da steht eine Zahl. 1952. Das ist die Jahreszahl von diesem Bild. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar. Wie wir jetzt halt wissen, waren es nicht 12, sondern 30. Bedeutet das dann... Okay, meine These war ja, dass sie einen oder halt 17 gefressen haben und dann zu Wendigos wurden. Was aber... Nee, die haben Notration gegessen. Was aber, wenn die 17 Wendigos wurden und die 12 wirklich gerettet wurden? Das ist alles okay. Das wirft mehr Fragen auf irgendwie, als es beantwortet. Okay. Heilige Scheiße. Was Wo genau? sind die Wölfe hin? Ja, und was genau suche ich hier eigentlich? Eine Zigarre, die habe ich schon mal gefunden. Ja, ja. Hier war ich halt schon mal. Da drüben war eine Tür, habe ich schon gesehen. Eine Treppe hoch. Deshalb ist hier auch alles mit diesen Zäunen zu, oder? Weil das ist ja sein Platz, wo er sich quasi schützt vor den Wendigos. Ich muss mich hier noch weiter umgucken. Hoppala, da ist er wieder, der Wendigo. Hat man den da nicht schon? Ich guck mal. Ey, was ist denn? Ach, Mädchen. Ja. So. Nee, das ist ein komischer Frosch. Okay. Verlusttotem. So, zumindest mal ein Totem gefunden. Okay, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo wir hingehen sollen. Sollen wir gucken, ob wir da... Komm. Ich guck mal. Wahrscheinlich ist eh zu. Nein.
Okay, ich werde jetzt was Saudummes tun. Ich werde beide Türen aufmachen. Oder auch nicht. Denn die ist verschlossen. Und jetzt die Treppe hochgehen. Ich weiß nicht mal wieder, was der Weg ist. Aber ich glaube, hier komme ich gar nicht die Treppe hoch, oder? Die ist wahrscheinlich eingestürzt. Stand ich da oben nicht schon? Ja doch, guck mal, ich komme die Treppe hoch. Ich glaube, hier oben habe ich schon mal gestanden. Vorne ist irgendwas. Was ist das? Nein, 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 nein. Okay. Okay. Pass auf. Das eine ist eine Fackel. Also eine Fackel. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Ach, laber nicht. Komm. Einstecken. Fackel. Fackel ist gut, kann man immer gebrauchen. So, gucke. Sehr schön. Warum? Achso, Feuer. Jetzt hier, also ich sehe hier genau das da. Das nimmst du aber schon mit, oder? Muss reichen. Ja. Okay. So. Ah, das ist von... Moment, nochmal hier ein bisschen umgucken. Das war die verschlossene Tür. So, jetzt war ich ja doch überall jetzt. Jetzt kann ich beruhigt weitergehen. Was ist denn hier los? Was sind wir denn hier? So, okay. Da. Was ist da? Nix da. Okay, ich muss mich hier irgendwie orientieren. Pass auf. Da ist die Zigarrenschachtel. Ah, ja. Und dann habe ich da links... War da links nicht die Tür, die ich aufgemacht habe? Bin ich da nicht gerade rein? Okay, ich bin komplett verwirrt. Egal. Da ist zu, da ist offen. Dann würde ich mal sagen, da geht's jetzt halt weiter. Also wir haben jetzt aber eine Taschenlampe und eine Fackel. Die Fackel, also Taschenlampe ist natürlich, da machst du mehr hell damit. Können sie halt nicht benutzen, wenn wir die Fackel haben. Aber Fackel ist halt Feuer. Und vor Feuer haben sie ja Angst. Die Wendigos. Oha. Hat schon Resident Evil Vibes, oder? Okay. Dann gruseln wir uns noch ein bisschen bis morgen. Für heute soll es das gewesen sein. Morgen machen wir hier weiter, okay? Salve.